Und wirklich, auf dem Schloss ist die Königin wieder vor ihrem Spiegel gestanden. Sie war sicher, dass sie jetzt wieder die Schönste ist. Sie hat ja gemeint, sie habe im Schneewittli seine Lungen und Leber gegessen. Sie hat den Spiegel gefragt: »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Und der Spiegel hat gesagt: »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen über den Bergen, bei den 7 Zwergen, ist 1000-mal schöner als ihr.« Da ist sie verschrocken. Sie hat gewusst, der Spiegel lügt nie. Aber der Jäger hat gelogen. Der hat das Schneewittli gar nicht getötet. Sie hat aber ganz alleine die Schönste sein. Darum hat sie etwas Neues ausgedacht. Sie hat ihr Gesicht geschminkt und sich als alte Verkäuferin verkleidet. Man hat sie gar nicht mehr gekannt. Dann ist sie über die 7 Berge zu den 7 Zwergen gelaufen und hat an die Türe geklopft. »Schöne Sachen zu verkaufen, schöne Sachen zu verkaufen.« Das Schneewittli hat zum Fenster rausgeschaut und hat gefragt: »Was verkaufen Sie, liebe Frau?« »Gute Ware«, hat sie gesagt. »Schöne, seidige Schnürbändel in allen Farben. Schau da!« Und sie hat einen wunderschönen, farbigen Schnürbändel vorgenommen. Das Schneewittli hat gedacht, diese nette Frau können sie ja schon reinlassen. Es hat er ihn aufgemacht und den schönen Bändel abgekauft. »Komm, ich helfe dir gerade anlegen.« Die alte Frau hat dem Schneewittli den Schnürbändel schnell um den Bauch herumgewickelt und so fest angezogen, dass es keine Luft mehr bekommen hat und wie tot umgefallen ist. »So, jetzt bist du die Schönste gsi«, hat die Frau gerufen und ist fortgegangen. Am Abend sind die 7 Zwerge heimgekommen. Die sind verschrocken, wo das Schneewittli am Boden gelegen ist. Sie haben es aufgelüpft und den zu fest angezogenen Schnürbändel entdeckt. Sofort haben sie ihn verschnitten. Da hat es wieder schnaufen. Es hat den Zwergen alles erzählt, was passiert ist. »Das ist sicher die böse Königin gsi«, haben die gesagt. »Musst besser aufpassen. Du darfst keinen Mensch reinlassen, wenn wir nicht bei dir sind.« Unterdessen war die Königin wieder im Schloss und hat den Spiegel gefragt: »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?«